Ja, grüß euch miteinander. Und einen sakrisch guten Jetzt Kasperl. Leute. Haben wir geredet mit die letzten 2 Videos. Die haben sich relativ spartanisch geklickt. Ne? Sagen wir es mal so. Allerdings die Leute, die sich angeschaut haben, waren es gut. Also ich mache auch weiterhin solche Sachen. Ich mache auch weiterhin Reini, aber mal so, mal so. Ne? Wie es mir gerade bockt. Heute ist dann mal wieder Reini am Start. Und zwar indirekt. Und zwar, ich habe, nachdem ich das letzte Mal von einem von euch dankenswerterweise noch mal unter einem meiner Videos gesagt bekommen habe, hier Ace TV, Drachenlord Videos etc. etc. Da war noch mal ein neues dabei und jetzt haben wir hier wieder eins. Drachenlord vs. Bone Clinks vom Altschauerberg bis in die USA. Wer sich den ganzen Schmadderadötsch natürlich ohne mein Geschwalle anhören will, you're very welcome. Ich werde es euch unten drunter verlinken. Und ja, kurzes Intro heute. Leute, der mit langem Hand, hockt euch her, Sammermeere. Reißt euch Häube auf. Hier ging einer in Rainer. Anfang 2016. Ich bin ein Dulli, bin ein Dulli, bin ein Depp. Ding geht weg. Genau, so, jetzt halt aber. Rainers Hamster fällt in einen irreversiblen Winterschlaf. Ja, für einen ist es Winterschlaf, für die anderen der plumpeste Euphemismus aller Zeiten. ja. Ich kenne so viele Leute, die Winterschlaf halten. Ach, jetzt ist er runtergefallen. Wie geht's deinem Hamster? Die hält Winterschlaf. So schnell jetzt noch nicht. Immer mehr Hater belagern Rainers Tor. Er verteidigt. Hier hätte ich's schöner gefunden, statt diese Doge-Dinger da, wenn er da den Trollolo-Mann reingeballert hätte. Den kennt ihr noch, oder? Wenn er da von allen Seiten die Trolle kommt. Die Schanze mit einer Axt und einem Rollator. Nicht der schöne Rollator. Es muss sich etwas ändern. Von nun an wird nicht mehr. Das war auch diese Rollator-Nummer, die war auch wieder krönungsbescheuert einfach. Da sagt noch mal einer, der gar nichts dagegen machen können, ne? Das ist die arschigste Variante, wie du da darauf reagierst. Klar, die kommen her, um dich zu trollen, um sich über dich lustig zu machen. Haben dir den Rollator mitgebracht, hahaha. Ne? Du kannst das entschärfen, indem du entweder verbisst du dich nach drin, ignorierst sie weg, ne? Oder du gehst hin und spielst das Spiel mit. Oh, cool, Rollator, zeigt mir her. Oh, super, den werde ich bald brauchen, wenn sie einen Haxen abnehmen. Hahaha. Dann spaßelst du ein bisschen mit denen rum, vielleicht macht man noch ein Selfie oder sowas und dann geht man wieder rein. Fertig, Bums aus Nikolaus. Cars, etc. Wissen. Man kann natürlich aber auch anfangen, mit Äxten um sich zu werfen und diesen Rollator, schaut es euch nochmal an. Wie cool er ist, wie er sich fühlt. Im Übrigen das hier auch. Dass hier schon so dick das Gras hier rauswächst aus diesen Ritzen da. Ich glaube, wenn man ihn drauf angesprochen hätte, hätte er gesagt, geht ihm nichts an, ist nicht sein Grundstück. Ne? Wenn da Hater stehen, dann ist Turner, weil dann stehen die auf seinem Grundstück so und dann greifen die ihn an, dann müssen die eliminiert werden. Aber sagt hier Reini, wenn das hier schon dein Grundstück ist, so dann ruf hier mal das Unkraut raus, ne? Rühr mal einen Eimer Zement an und gieß dann nach dem Ausrupfen diese riesen fetten Risse mal auf. Streich das glatt, damit das wieder nach was ausschaut. Na, denkt da gar nicht dran, ne? Da ist dann Sache der Stadt. Und das hier. Nicht der schöne Rollator. Also zum einen denkt er sieht cool aus, wenn er es mit einer Hand so wirft. Und zum anderen habt ihr gesehen, was das für eine Kraftanstrengung für ihn war, den fetten Schwabbelarm
und den Rollator gleichzeitig durch die Luft zu schwingen. Ja, da ist er Pool offen. Es muss sich etwas ändern. Von nun an wird nicht mehr auf die Hater eingegangen. Die Hater nicht mehr so zu erwähnen. Ja, in diesem Video erwähne ich sie, aber das liegt daran, dass es ja dieser Jahresrückblick ist. Ja, die Ausreden, ne? Ja, die Hater, die werden gar nicht mehr erwähnt. Nie wieder. Niemals nicht werden die Hater mehr erwähnt. Außer natürlich jetzt in diesem Video. Und im nächsten auch noch. Und im übernächsten, aber dann ganz bestimmt. Und im Stream sind die sowieso überhaupt kein Thema mehr. Egal wie viele 10, 20, 500, 3000, 5 Milliarden Haters hier draußen vor der Etzadler Schanze stehen und am Tor rütteln. 2016 wird. Das Jahr des Drachen. Doch er ahnt nicht. Schon bald taucht ein neuer Hater auf. Einer, der ihm den letzten Nerv raubt. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Boah, ich glaube, das hat meine insgesamte Lebenserwartung, glaube ich, empfindlich geschmälert, das jetzt gehört zu haben. Aber eure auch, ne? Dann mache ich es nicht alleine durch. Alter Verwalter. Wie manche Leute, aber das ist, glaube ich, so dieses DSDS Anfang in der Casting-Phase-Syndrom. Ich glaube, dass es manche Leute gibt, die halt wirklich. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute gar nicht singen können, einfach fürchterliche Stimmen haben. Die haben andere Talente, schon gut. Aber dass es so viele Leute gibt, die sich dann denken, ja, nee, hier, der Katzenjammer, also das ist Top-Notch Entertainment. So, ich krieg auf jeden Fall hier Emmys und so ein Shit, wenn ich das, oder waren das Emmys, Echos? Frag's mir nicht, die Musikpreis. Ja, ich krieg Musikpreise, wenn ich mit der Stimme in die Öffentlichkeit gehe und da vor mich hin dödel. Wir alle wissen, hätte man Amerika nie entdeckt, wären die Ureinwohner heute sowas wie Elfen. Fest der Überzeugung, dass diese Menschen, die damals da lebten, heute sowas wie Elfen wären. Ja, stattdessen leben da jetzt inzwischen die Nachfahren des Abschaums, den wir hier nicht mehr haben wollten, und dementsprechend schaut es da drüben auch aus, ne? Herzlich willkommen. Die ganze Welt hat ihre Dullis dahin geschickt und wir haben global einfach das dümmste Volk der Welt gezüchtet. Und jetzt haben wir den Salat. Ja, jetzt kann keiner von uns mehr zum Tanken gehen, weil einer von diesen gehirnamputierten Intelligenzamöben der Meinung war, ja, wir bombardieren einfach mal irgendein Land, damit keiner dahinter kommt, um ein bisschen von den Ermittlungen abzulenken, die am Ende wahrscheinlich zum Schluss kommen werden, dass der auf dieser Insel Dinge getan hat, ne, die man nicht tut. Aber dank Kolumbus, dem Kackhader, Servus und Medeloide. danke dafür Kolumbus, gibt es heute Boneclings. Also Leute, Service Jacke, willkommen bei Boneclings. Boneclings hatte gerade erst mit dem Streamen begonnen. Im Schnitt verfolgten ihn 3 Zuschauer und einer davon war ein Drachenlord-Hater. Leute, heute geht Rainer international. Hey Bonklings, would you be down to react to this video? Das ist ein wilder Zufall einfach, oder? Das ist ein wilder Zufall, dass irgendeiner bei uns aus der Bubble bei dem zuschaut und sagt, hey, reagier da mal drauf. Zwar sprach er kein Deutsch, dennoch reagierte er auf das legendäre Traut euch, kommt zu mir Video. Die Scheiße so aus ihm raus, dass er nie wieder aufsteht. Und ich schwöre euch, ihr habt keine Chance. Traut euch, kommt zu mir. Ein Streamer aus Das ist ein bisschen erstickt gegangen, dem lieben Bonklings. Ja, da hat er noch nicht gewusst, wie der Reini so drauf ist, ne? Da hat er noch nicht gewusst, dass man vor dem nicht so wirklich Angst haben muss. Ja, das kam ja dann schon. Übersee. Entdeckt den Drachenlord. Rudi Spur geht international. So confused and like scared, like why is he yelling at me? Ein YouTube-Upload später und alles nahm seinen natürlichen Lauf. Dieser Kommentarbereich ist jetzt Eigentum der Dorfjugend Altschauerberg. Wie geil! Oh, der Borat mit rein. Ich sag's halt, der erste Borat-Film war ein kultureller Meilenstein für meine Generation. Also,
Da haben wirklich Leute aus allen Szenen, scheißegal wie spinnefeind man war, alle haben es gefeiert. Da hast sie alle im Kino gesehen. Über Wochen lang war es schwierig irgendwie gerade für die OV-Vorstellungen. Wir sind extra nach München reingefahren für die OV-Vorstellungen. War es schwierig, da Tickets zu kriegen. Ich weiß, in der ersten Woche wollten wir uns im München im Matheser wollten wir uns Tickets reservieren online und der Ansturm war so krass, dass deren Homepage down gegangen ist, weil zu viel Traffic und wir dann nicht irgendwas reservieren konnten. Mit dem Telefon bist du sowieso nicht durchgekommen, dann sind wir einfach hingefahren. Und war dann irgendwie gerade so eine Minute bevor es losgegangen ist, sind wir da an diese Kasse hin. Und ein Kumpel von mir hat einfach behauptet, wir hätten Karten reserviert, was wir nicht hatten. Und dann haben die uns einfach irgendwelche Karten gegeben und gesagt, ja, wer jetzt nicht da ist, hat jetzt Pech gehabt. Da kriegt ihr die Karten. Und da hat es funktioniert. Keine Ahnung, war wild. Hat doch eigentlich gute Plätze. Bonklings ändert seinen Hintergrund zur Drachenwand. Es bildet sich eine kleine Gruppe von Hatern, die die Drachenlord Classics für Bonklings übersetzen. Aber ich finde es zum Beispiel geil, wenn andere Männer Damenwäsche tragen. Oh. Das heißt, Bruder, was ich hier mache, ich schütte da den Kaffee in meine Milch. Nee, du schüttest Kaffee auf deinen Zucker, Reini. Und dann kommt noch mit der Pipette so eine homöopathische Dosis Milch rein. Wichtig ist einfach, dass das, was am Ende rauskommt, nicht nach Kaffee schmeckt. Ja. Reini trinkt Kaffee ja auch nicht, weil er Koffein braucht. Oder dergleichen. Der hat ja auch keine Termine oder so, wie er fit sein muss. Das ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, hey, ich habe eigentlich vom Biorhythmus her bin ich eher so ein 10 Uhr aufstehen und 3 Uhr ins Bett gehen, Dude. Gibt's ja auch. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich eine Woche oder 2 Mal Urlaub habe, stellt sich mein Biorhythmus automatisch auf das ein. Stehe um 10 Uhr auf. Ich weiß, es passiert einfach. Ist halt aber so, läuft halt unsere Welt nicht. Die meisten Jobs musste irgendwann um 7 oder sowas, 7, 8 in der Früh in der Malochne aufschlagen, muss dementsprechend früh aufstehen. Dann hilft es natürlich, wenn du so einen Kaffee oder irgendein anderes koffeiniertes Getränk in den Schädel reinknechtest, damit du auf Touren kommst. Ne? Und hat der Reini nicht. Der hat ja keine Termine, der harte Malocher. Was er aber hat, ist ein ganz gewisses Bild davon, was cool ist und was erwachsen ist. Und erwachsene Leute trinken Kaffee. Deswegen trinkt Rainer Kaffee. Und weil ihm Kaffee nicht schmeckt, weil er halt bitter ist und Rainer halt nur Dinge in sein schiefes Ogermaul reinschürt, die halt extrem süß sind, weil seine Geschmacksknospen, die für süß zuständig sind, so abgestumpft sind von seit der Kindheit einfach maximal Zucker rein. Kennen das Bild, ne, wie im Rudi dem Säugling Rainer statt der Milchflasche so die Fanta-Flasche in die Goschen stopft, damit er sein dummes Maul hält. Deswegen muss alles süß sein. Der schmeckt süß nicht mehr so intensiv. Das ist wie bei einem Alkoholiker, der mit Promillewerten noch relativ gerade Auto fahren kann, bei denen jeder von uns irgendwie tot wäre. Ja? Wenn sie dann wieder irgendeinen anhalten und dann heißt sie da, ja, sie leicht auffällig gefahren, wir schauen es mal aus, lassen wir mal pusten. 4,3 Promille. Ne? Und wo du denkst, andere Leute sind tot. Und so ist es bei ihm im Zucker. Der hat sein ganzes Leben Übermengen an Zucker in sich reingeschürt. Und das, was für uns einfach abartig, widerlich, unerträglich süß wirkt, ist halt für ihn mild. Und deswegen kommen da 12 Stück Zucker in den Kaffee rein. Um das Bittere von dem Kaffee zu countern. Ich mag Kaffee jetzt auch nicht so gern, bin kein großer Kaffeetrinker. Ich trinke ihn halt mit Milch. Ja, kommt dann so 3/4 Kaffee, 1/4 Milch in so eine Tasse rein. Fertig, Bums, aus Nikolaus. Und
Und ja, ich trinke den halt auch. Wenn mir einer angeboten wird, aus Höflichkeit oder halt, wenn er halt da ist, ne? Wenn wir frühstücken und ich mache nicht 2 Kannen. Ja, wenn meine Mulle in der Früh Kaffee haben will, kriegt die Kaffee, dann trinke ich ja auch Kaffee, bringt mich nicht um. Ne? Aber Reini trinkt Kaffee, weil Reini der Meinung ist, erwachsene Männer trinken Kaffee. Das ist männlich und erwachsen. Und er ist doch ein richtig erwachsener Mann. Der maskuline Mann, wie der andere Dude, ne? Und deswegen trinkt er Kaffee. Und scheißegal, dass er ihm nicht schmeckt. Dann wirft er halt so viel Zucker rein, dass er so süß und widerlich ist, dass er als Kaffee nicht mehr erkennbar ist. Aber er kann sagen, er trinkt Kaffee. Und kommt sich dann dabei fürchterlich erwachsen vor. Reini spielt mal wieder erwachsener Mensch. Aami redet über einen Deutschen. Eine Sensation. Wow! Wow! Bravo! Bravo, Boss! Bravo! Schon bald bekam auch Rainer davon Wind. Meinung zu Bonneklicks. Was ist Bonneklicks? Bonneklicks. 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 Und er war alles andere als begeistert. Das im Übrigen, das ist eine meiner Lieblingsszenen aus dem Ganzen, immer wenn er umeinander schwallt. Das ist ganz viel bei den Bärchenleaks, auch wenn er anfängt anzugeben und sich in Rage redet, was er nicht mit den Hatern alles macht. Ja? Und wenn er über seine Kampfkünste und sowas und wen er nicht alles schon roundhouse-kickt hat, ja? Wenn er irgendwo hinschlägt, dann trifft er, steht so schnell nimmer auf, aber deswegen haben sie ihn schon immer nachgehalten. Ihr kennt die Scheiße, ne? Und dann hast du das hier. Und er war alles andere als begeistert. Die Hater sind so dumm. Ja, jetzt verbreiten sie mich nicht nur in Deutschland, sondern auch schon in die USA. Rainer verbreitet hast nur du dich. Ne? Und ja, mal ist das zufällig passiert, aber es ist wild. Ne? Ich hätte das so geil gefunden, wenn das jemand gewesen wäre mit einer größeren Reichweite. Ne? Der, keine Ahnung, der Monte von Amerika, ich weiß nicht, wer das gerade ist, mir wurscht, ne? Aber wenn das so jemand gewesen wäre, der Reichweite hat und Reini in den USA viral gegangen wäre und dann wären mehr Leute aus den USA gekommen, zur Schanze gefahren. Ich glaube, das wäre ein ganz anderes Eskalationsniveau nochmal gewesen. Da hätten wir noch viel, viel schönere Besuchsvideos gehabt. Warum beleidigst du einen Supporter? What the fuck? No supporter, man. It's fucking Hater auf USA. Nicht nur, dass ihr mich jetzt in Deutschland hatet und dadurch immer weiter bekannt macht. Nein! Ihr geht sogar her und macht jetzt sogar in die USA Videos über mich, in denen... Macht in die USA Videos Edzardler über mich, ja. Und man merkt, eigentlich findet das geil. Ja, Reini denkt sich, ja, jetzt bin ich in den USA. Reini denkt sich dasselbe, was ich mir gerade gedacht habe, nur aus vollkommen anderen Gründen. Er denkt sich auch, wow, wenn ich jetzt in den USA viral gehe, dann habe ich in einem Jahr hier die Millionen. Ist in einem Jahr ist dann hier der goldene Play-Button am Start. Das denkt sich Rainer. Das ist nicht so gelaufen. Ihr euch in Englisch über mich aufregt. Seid ihr dumm oder so? No, man. Ist er brain busted? Das kommt sicher auch noch. Hey, Hast du Brain-Schaden? Born, what the fuck auch immer. Bonklings reagiert täglich auf den Lord und bringt sogar seine eigene Mutter ins Game. Was er noch bereuen wird. Mom looks very hoe. Rainers Wutanzeige hat schon bald das Maximum erreicht. Und entgegen seiner Neujahresvorsätze, Dass es einfach nicht mehr um die Hater geht, sondern dass ich einfach wieder ganz normale Videos mache. Es ging ja nicht um die Haters, es ging ja um Bonklings. geht es im Ohne Klicks. Entschuldigung. Juna-Stream nur um Bonklings. Er lernt sogar Englisch. Müsst ihr wissen, Reini ist eine Koryphäe, wenn es darum geht, Fremdsprachen zu lernen. Ja? Wissen die meisten nicht. Das ist das englische Wort für Scheiße? Um sich mit ihm Das ist das englische Wort für Scheiße. verbal zu duellieren. Übrigens ist einer der Gründe, warum ich Englisch will. Einfach nur, um dem einen aufs Maul zu geben. Ihr unterschätzt mich in so vielen Lebenslagen. Ich bin im Sprachenlernen schon immer ziemlich gut gewesen. Ja, ne, reiner Einwandfall. Seine Muttersprache nicht beherrschen, aber so einen Quatsch vom Stapel lassen. Sprachenlernen waren für mich noch nie ein Problem. Englisch ja gar nicht. I learn how to English.
ist ein Klassiker. Ich habe das gefühlt 1 Million Mal gesehen und ich kann nicht ohne abzubrechen. I learn how to English. Yes. Yeah, Rainer, das ist es. I learn how to English. And how do you English? Do you English good? Ganz ehrlich, wie man, egal welchen Bildungsgrad man hat, ne, Gamer sein kann und so wenig Englisch können. Gerade in der Zeit damals, wo wirklich Online-Gaming der Shit war. Einfach irgendwas. Nee, ist ihm wurscht. Er lernt ja how to English. Ja. Today, the arrival of the Fimbul Winter, The arrival of the Fimbul winter. pulverized, Back on Northern Sharrows. Warte mal, was heißt denn? Bei den ersten 2 Sachen habe ich nicht schnell genug geschalten, aber was meint er mit Back on Northern Sharrows? Also Northern Shores wahrscheinlich, also an den nördlichen Ufern. Und dann ist das halt Back wahrscheinlich. Back on Northern Shores. Back on northern shores. Yay! Ich kann Drachensprech-Englisch in richtiges Englisch übersetzen. So gut bin ich, ne? Wanderer. Es ist sicher nicht Wanderer, oder? Wanderer. Okay. Bride of the Wind. Oh ja, Salat, Bride of the Wind. Breath of the wild. Klöden. Ku Klux Klan, keine Ahnung. Republic of Germans, ey, wenn das nicht kommt. Chloe. Sprachenlernen waren für mich noch nie ein Problem. Englisch schon wieder gar nicht. Genug geübt. Rainer ist bereit und verpasst Boneclings seine erste Ansage. Auf Englisch versteht sich. Bonklix, you so idiot. You can't not my stream in your stream. You cannot my stream in your stream. What the hell? What's going you on with your face? Ganz ehrlich, das kann man nicht oft genug sehen. Das kann man nicht oft genug sehen. Das ist einfach fucking Comedy Gold. Have you brain Schaden? Das heißt Schaden auf Englisch. Have you brain busted? Bonklix, you idiot. Shut up and go off my stream. Out of my stream. Bonklix ist gay. Na, ganz ehrlich, ich habe mir gerade echt gedacht, go off my stream. Und mir gedacht, okay, get off my stream wäre besser gewesen. Aber hey, es ist wirklich erstaunlich, dass er so ein bisschen so Alltagsspreche Englisch sich dann angeeignet hat. Das war einer der wenigen Sätze, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist nicht komplett peinlich. Dann korrigiert er es in peinlich. Hey, you. The big gay. Yes, man. I can't better of you. And you. What think Can't better of you and you. Keine Ahnung, was er da gemeint hat. you, guy? Shut up and out of my stream, guy. You not have brain. Du hast keinen Kopf. Englisch ist eine Scheißsprache. Ja, ich hab gedacht, du bist so easy im Englisch lernen. You learn how to English today. Einen Tag, easy peasy. Am nächsten Tag machst du fertig. Rainer versteht es einfach nicht. Dadurch, dass er sich täglich über Boneclings aufregt, hat dieser mittlerweile mehr Zuschauer als er selbst und steht kurz vor der Twitch-Partnerschaft. Und wenn Rainer etwas hasst, dann sind es Hater, die erfolgreicher sind als er. Schon damals, als Regenbogenschaf die Partnerschaft erhielt, war er mächtig angemettert. Das ist so geil, es gibt so viele Leute, Hater und so, die einfach Partnerschaften auf solchen, Kick, Twitch etc. sich geholt haben, einfach nur um ihm auf den Sack zu gehen. Einfach nur um ihm auf den Sack zu gehen und zu sagen, hey Reini, ich mache hier auf Twitch, bin hier auf Twitch verpartner, ich kann hier Kohle verdienen damit, mit dem Streamen, ne? Kannst du das auch? Ach so, ja stimmt, du bist ja gebannt auf Twitch. Warum gleich nochmal? Ach so, die N-Bombe hast du gedroppt. Ja, das natürlich
Das ist natürlich dumm. Mich schreibt gerade Twitch an, ob ich die Partnerschaft möchte. LOL? Alter, nur durch die Drachenlord kriege ich jetzt eine Twitch-Partnerschaft. Wie geil ist denn das? Ich frage mal noch der Drachenlord, ob er mir die Rechte gibt an Metal Leute. Aber der für ein Schwachsinn. Also nimmst du von Metal was. Das geht ja. Alter, schaut's euch an, wie klein der Mund geworden ist. Wie klein der Mund wird, wenn er das sieht. Der hört gerade zu, ne? Partnerschaft? Der Drache? Natürlich, klar. Mach die Partnerschaft auf Twitch. Junge, wovon träumst du eigentlich nachts, Alter? Junge, ganz ehrlich. Wie genial ist denn das? Geschissen und vergessen umzurühren. Oh Gott, ist der dämlich. Das ist wieder typisch. Der Typ hat null Plan von irgendwas. Und es klappt trotzdem. Irgendwas. Das ist ja das Geile. Ich bin der Lügner. Oh, ist der Typ lächerlich. Du hast doch nicht den geringsten Schimmer, wie das ganze Leben auf Juna oder im Internet funktioniert. Der Typ hat nicht nur einen Psychokollaps in der Birne, sondern der hat eine Wahnvorstellung. Alter, ganz ehrlich, Junge, geh zum Psychologen, lass dir helfen, Alter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, ihr habt ihn euch jetzt ein bisschen durchlaufen lassen. Ne? Hier ist der Spiegelort wieder hart am Stissel. Aber du, Junge, hast echt so einen psychologischen Kollaps, Alter, dass ich mir echt Sorgen mache. Du wirst eingewiesen, Alter. Du bist... Ich sag gar nichts mehr, ich mach gar nichts mehr. Allah hat einfach nur. Junge, such dir Hilfe. Such dir Hilfe. Ohne Scheiß und geh von YouTube und Juna und Twitch und den ganzen Zeug weg. Ohne Scheiß, das tut dir nicht gut, Mann. Das ist unfassbar. Wie man so spiegeln kann, es ist... Der braucht Hilfe, Alter. Der Typ braucht Hilfe, Mann. $1510. Danke, Liebe. Ich glaube, ich muss da immer dann die Musik ablaufen lassen, oder? Immer wenn jemand was spendet, muss ich... Der Typ hat echt Probleme, Alter. Was ist jetzt? Das liegt für morgen. Ich gehe morgen mal zu sag, die sollen rausfinden, wer das ist. Ich werde eine Anzeigungsverfügung nicht machen und ich werde und das kann ich auch machen. Sobald jemand die Twitch-Partnerschaft bekommt, dreht er am Rad und reicht eine einstweilige Verfügung ein. Das ist so geil. Ich hätte hier gerne so eine einstweilige Verfügung. Ach so, ja, dass sich die Person in ihrem Haus und ihnen nicht mehr nähern darf. Nein. Damit er die Twitch-Partnerschaft aberkannt bekommt. Was soll als nächstes? Eine Petition oder GoFundMe machen, um das zu bekämpfen, dass die Haters Twitch-Partner werden. Am Montag gibt's eine dicke, fette Anzeige wegen einer Twitch-Partnerschaft. Und jetzt stellt euch mal vor, wie sehr Rainer innerlich kocht, wenn ein Hater wirklich kurz vor der Partnerschaft steht. Bonklings hat nur durch den Drachenlord 300 Zuschauer, während er Dark Souls spielt. Und bei Ogre Reactions gingen die Peaks Richtung 1000. Ich hatte auch, Leute, danke noch an jeden einzelnen von euch, der da dabei war. Es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal hier gestreamt habe auf YouTube, aber ich hatte auch einen Stream, wo wirklich stellenweise 1000 Leute drin waren. Das ist schon epic. Rainers Ansage hört Bonklings nicht auf. Und am 2. Juli 2016 läuft das Fass endgültig über. 20:30 Uhr. Der Drachenlord startet einen Livestream auf YouNow. Er tut so, als könne er seinen 2500 € Bass spielen. Als er im Chat den Namen Bonklings liest, Bonklings ist Twitch-Partner, hat er schon fast einen Meltdown. Er schnappt sich meine Zuschauer, er nimmt Zuschauer, er hatet über mich, er labert über mich. Ein Ami labert über einen Deutschen, Alter, der soll bloß die Fresse halten. Gegen mich keine Chance, hatte nie eine Chance. Ganz ehrlich, was soll denn das bedeuten? Ami labert über einen Deutschen. Warum disqualifiziert die Nationalität des einen ihn dafür über jemanden mit der Nationalität Deutsch zu labern? Warum ist das ein Argument gegen ihn? Checkt er auch nicht, glaube ich, ne? Es wird nie eine Chance haben. Genau wie Regenbogenschaf. Die haben doch alle verloren, sind doch alle abgehauen. Also Regenbogenschaf war auch Ami, oder? Bonklings ist der Cohort. Coward. Heute fühlt sich ist ein Cohort. Hallo, ich kann das nicht mehr. Rainer wie das höchste Wesen. Er glaubt
glaubt, sein Englisch reiche locker aus, um Bonklings verbal auf die Fresse zu hauen. Ja, er glaubt auch, sein Deutsch reicht locker aus, um jedem anderen deutschen Hater auf die Fresse zu hauen, verbal. Ja, das ist halt auch nicht. Er nennt ihn einen Feigling und fordert ihn mehrfach auf, sich zu trauen und zu ihm zu kommen. Stimmt, das hat er gemacht. Da hat er mir auch wieder gedacht, okay, ja, die letzten 1000 Male, da hat es funktioniert, weil die aus der Dachregion kommen, die Leute. Der Typ wird ja wohl nicht extra aus Amerikanien hier ins Flugzeug steigen und nach Metal-Franken rüber meddeln. Nur weil Reini im Stream sagt, hier, ne, trau dich, komm zu mir. Und da hat er sich geschnitten mal wieder. Just in seinen Stream zu kommen. Mit den Bonklicks kann ich jederzeit aufnehmen. Ich weiß auch, dass ich mit dir locker auf Deutsch sprechen könnte. Aber du bist natürlich so feige, dass du mir natürlich einen Nachteil geben willst. Aber wenn du meinst, dass es so ein riesen Nachteil ist, beweg deinen fetten Arsch zu mir und komm. Bonklicks, you asshole, come to me. Der wird nicht auftauchen, weil er feige ist. Es ist ein feiges Stück Scheiße. Und Reini behauptet bis heute, das ist der nächste Punkt, Reini behauptet bis heute, hier von 2014, aus dem Februar, Traut euch, kommt zu mir, wo er, das berühmte Traut euch, kommt zu mir Video, wäre das einzige Mal gewesen, wo er Leute dazu aufgefordert hat, zu ihm zu kommen, und das wäre ja so lange her und dass da die Leute deswegen immer noch keine Ruhe geben, bla 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 bla. Der Mann hat in den Jahren dazwischen tausende Male nochmal so Traut euch, kommt zu mir Momente gehabt. Weil er auch einfach in Rage erstmal vor sich hin blubbert, bevor er, naja, denkt. Ne? Denken eh nicht so seine Kernkompetenz. Aber das wird dann ganz, ganz convenient einfach weggelassen. Und er weiß das genau. Das hat er auch nicht vergessen. Ne? Er weiß ganz genau, dass er auch einen Bonklings dazu aufgefordert hat, zu ihm zu kommen. Und wen nicht noch alles. Ne? Wie oft er gesagt hat, ja, hier im Internet habt ihr große Fresse, aber wenn er mal hier wärt und sowas, dann wäre er so klein. Und dann sind die gekommen und dann entweder waren das irgendwelche komischen Zwetschgenmanschkal, irgendwelche Grischball, die ein Drittel von ihm gewogen haben, wenn überhaupt, oder ein Viertel sogar bloß von ihm gewogen haben. Und dann hat er sich rausgetraut und hat einen auf wilder Mann gemacht. Sie haben das am Anfang gesehen, wie er hier mit dem Kinderfäustchen auf die Hände von den Leuten einschlägt, ne? Oder das war da irgendwelche stabile Dudes und dann hat er sie nicht rausgetraut, sondern dann hat er bei der Pinea angerufen und hat geweint, ich habe Angst um mein Leben. Ne? Und dann ist der Herr Müller gekommen und hat gesagt, das beißt sich ja weg. Bonklicks is a little pussy, a really little pussy. Have micro pig, micro cock and micro, was heißt Nüsse? Micro axe. What are you doing, Bonklicks? Come to me. Traust du dich nicht, du Arschloch? Der kommt doch gegen mich nicht an. Nur wenige Minuten später, um 21:45 Uhr, folgt das unerwartete Staffelfinale. Bonklings nimmt Rainers Einladung an. Oh, doch nicht. Stromausfall. Stell dir vor, du gibst dein... Ja, hier Ding. Ihr wisst Bescheid, ich habe das letzte Mal drüber gesprochen. Ich mach kurz Pause, ne, dass wir das dann nahtlos kriegen. Ja, ihr kennt den Jizz, ne? Ich verlinke euch das Video, wenn ihr Bock darauf habt. Let's go. Bonklings nimmt Rainers Einladung an. I can't you not hear. Ja, du hast Kopfhörer auf, ne? I'm partner on Twitch because of you. Thank you. Guy, shut up. You have not my projects on YouTube. Stealing. Wait. Why? Videos. Das muss auch. In einer normalen Alltagssituation ist das fürchterlich unangenehm. Jeder von euch kennt das schon mal. Oder wenn man beruflich dann vielleicht einmal kommunizieren muss mit jemandem, der wirklich sehr, 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 sehr gebrochenes Deutsch spricht und du dann wirklich jedes Wort analysieren musst und rausfinden, was will die Person jetzt von mir, dann ist es eher unangenehm. In dem Fall ist es halt Comedy fucking Gold. Ja? Why? Klaust du? Warum stiehlst du my project, my Wingfluss? Warum stiehlst du mein Project? Alter, was für Projects hat er denn gestiehlt? Ja? Du dummer Hund. Was hat er denn gemacht?
auf deine Scheiße reagiert. Du hast ja eh die ganze Zeit bloß irgendeinen Schwachsinn gelabert über die Haters oder darüber, über große Wassertiere etc. bla bla. Der Mann, dem Mann hättest du einfach dankbar sein müssen, weil der hat für jede Menge Content gesorgt und dafür auch für jede Menge Traffic auf deinem Kanal. On YouTube. It's good. I like it. I like everything about you. I want to be you, Shaka. That's why I make videos about you. Guy, it's not funny. I have 10,000 haters on YouTube. It's not funny. Really not funny. I like You have to agree to disagree, Rainer. Google das, wenn du es nicht verstanden hast, du großer Englischlord. Aber es ist schon ziemlich funny gewesen. Also diese Bonekling-Sache war, die war oddly satisfying irgendwie, weil da natürlich dieser Kulturschock noch mit dazu gekommen ist. Ne? Der saß da in Amerikanien und hat sich gedacht, was ist da drüben los? Was sind lauter Wilde da? Scheißen die noch vom Baum da in Mittelfranken? Was stimmt nicht mit den Leuten? You're funny. Why are you doing? Warum tust du das? Warum machst du das? It's not funny for me. I think it's... Yeah, well... Pitch shitted. Echt geschissen, Rainer. funny. Yes. Aber einer... Kannst du von mir so lange lustig finden, wie du möchtest. I'm sorry. Up this day. Up to date. Never stealing my... Und fällt euch was auf? Es ist ein bisschen die Dynamik ist wie mit allen anderen Leuten damals, gerade auf YouNow und dergleichen. Das ist, gut, Lachblatt hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, Reini vorzuspielen, dass er ein Kumpel von ihm wäre, und Reini hat das erst viel zu spät gecheckt. Bei Bonklings wusste er von vornherein, dass er Edzardler Hater ist, aber die Dynamik ist mehr oder weniger immer die gleiche. Projects my videos, please. I've never once stolen your video. No reaction videos, no evermore. Never for me. Never stealing my videos. Nein. Yes. You should watch my videos. They're very good. Das Problem ist, lieber Bonklings, dann verstehe er kein Wort. I can't little speak English. Aber Rainer, du bist doch extreme fast in learning. You learn how to English today. Maybe you learn how to English even better tomorrow. Und dann let's fucking go, Rainer. Let's go. Verstehen. Was heißt denn verstehen? Moment. It's going very well, guys. I fucking knew I was gonna say anything. Das Geile ist halt wirklich, Bonklings kann halt auch mit seinem Chat reden auf Englisch, weil Reini sowieso kein Wort versteht. Und jedes Wort, das er mit seinem Chat redet, das Reini nicht versteht, macht Reini noch wütender und noch rasender. Und dann geht ihm oben noch mehr Arbeitsspeicher flöten von dem wenigen, den er eh noch hat hier im Vakuum zwischen den Ohren für How to English. Und dann wird es immer noch mehr funny. Und es schaukelt sich auf. Es ist ein humoristisches Perpetuum mobile. Also ich verstehe kein Englisch, verstehe nur sehr wenig Englisch. Ja, aber du learn how to English fast. An diesem Punkt haben beide realisiert, dass sie nicht miteinander kommunizieren können. Trotz Drachenlords Englischstunden war alles, was er halbwegs vermitteln konnte, dass Bonklings aufhören solle, auf seine Videos zu reagieren. Das ist auch geil, weil Reini top vorbereitet, ne? Er hat dann nach dem Winklerschen Minimalprinzip, nachdem er alles gemacht hat, was er jeweils ins Internet geschissen hat, hat er sich gedacht, ich lerne jetzt, wie ich dem sage, dass er aufhören soll. Und dann wird er schon aufhören, weil ich bin das höchste Wesen, und wenn das höchste Wesen ihm sagt, hör auf, dann hört er auf, ne? Und er ist niemals auf die Idee gekommen, dass auch nur die Eventualität besteht, dass der halt einfach Nein sagt. Und er war vollkommen unvorbereitet und so, wie? Nee.
Und was Bonklings gesagt hat, hat Rainer wahrscheinlich gar nicht verstanden. Sprachenlernen waren für mich noch nie ein Problem. Englisch gar nicht. Das Gespräch war aussichtslos. Deshalb wählte Bonklings eine andere Art der Kommunikation. Eine, die Rainer verstand. Er warf wahllos Drachenlord Insider ein. Oh, Frosch. I living in Germany. I have not full guys mit can speak English. On Showerbird? M-Sketchen? Is that where you live? I know. Guy. The Jock and Sean's? Guy, shut up. Come to me! Come to me! M-Sketchen! Come to me! Und das ist hier wirklich das Masterclass für den verletzten Narzisstenstolz. Schaut ihn euch an. Ich weiß, die Bildqualität ist ein wenig Gülle. Aber schaut ihn euch an. Der Mund wird klein. Und Reini hat sich gedacht, er setzt sich jetzt da hin und erklärt ihm mal, ne, wie der Hase läuft. Ne? Und er gibt keinen Fick. Er schmeißt ihm einfach so seine Ding. Der wird so fürchterlich wütend. Einfach sich gedacht hat, ja, das wird er dann schon ernst nehmen. Der gibt keinen Fick. Halt your mouth. Guy. Your brain's busted! Stop. Your brain's You big fat asshole. You have not planned, you have not idea what I'm doing. The last 3 years, I fight. The last 3 years to man with you. You have not planned. You have not idea what we're doing. The last years. Das ist hier einer Bier ernst sagt, oh, das ist keine Idee, und die scheiß Opferkarte spielen will. Aber Bonklings kriegt gar nicht mit, dass Reini versucht rumzuopfern, weil er so gebrochen Englisch spricht, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, die Wortfetzen, die er da rausballert, und lacht sich einfach nur kaputt. Ganz ehrlich, ich glaube, dass wenn er noch 10 Minuten durchgezogen hätte, dann wäre Bonklings vielleicht auch einfach am Lachen gestorben, sondern da wäre Reini wieder unbesiegt. Ne? Guy, I busted you. busted! Your brain's busted, man! Ich werde dich zerstören. Das auch einfach. Das ist dieser Taubenmoment gewesen, ne, wo die Leute immer sagen, ne, die Taube, die Schach spielt, irgendwann, ne, räumt die alle Figuren ab, kackt aufs Brett und sagt dann einfach, ich habe gewonnen. Das war der. Busted you. I busted you. Wie? Wann? Gerade eben? Ich hab's nicht mitgekriegt. Busted! Your brain's busted, man! Ich werde dich zerstören, Kollege. Ich werde deine Videos löschen, was du geklaut hast. I forgot about that! Jetzt wieder versucht das mit Drohungen und er gibt keinen Fick. Er das halt nicht versteht. Und Rainer sitzt da und weiß einfach nicht, was er tun soll. Und er kann auch nicht einfach jetzt aus dem Stream rausgehen, weil er gerade hat er sich noch den Sack aufgepumpt, ne? Und einen auf dicke Hose gemacht und er kann jetzt nicht einfach gehen, ne? Der andere lacht sich kaputt und hat die Gaudi seines Lebens und er sitzt da und kocht und kocht und kocht und kocht. Innen drinnen hat Reini da schon so ein Meltdown-Level erreicht. Weißt du was, Kollege? Hör mal dein Ding löschen, laber mal Deutsch. Ich weiß genau, dass du Deutsch verstehst und jetzt hör auf, schon Scheiße zu labern. Du bist ein riesiges Stück Scheiße, ein riesiges Stück Scheiße und mit Ja, ich weiß genau, dass du Deutsch verstehst. Woher willst du das wissen, Rainer? Abfall noch oben drauf. Einfach mal die Fresse, verpiss dich und ich werde dich zerstören. Tschüss, you big asshole. Bye bye. Der Kerl wird fallen, so wie alle vor ihm gefallen sind. Regenbogenschaf ist gefallen, alle sind gefallen und er wird der Nächste sein. In dieser Nacht streamte Rainer bis etwa 1 Uhr. Und in dem Stream spiegelte sich ein Muster wider, das man bei Rainer schon etliche Male beobachten konnte. Nach einer Niederlage wird er erst emotional. Ich habe Leute vor ihm überlebt und ich werde auch Leute nach ihm überleben. Oh, so wie Augenschwitzen er hat.
Warum ich heul? Er heult nicht, ne? Er schwitzt nur. Aus den Augen, ne? Das wirst du noch erfahren. Ihr haltet mich für schwach, weil ich meine Gefühle offen zeige. Er begreift, dass er alle... Nein, Rainer. Wir halten dich für schwach, weil du schwach bist. Ne? Seine Gefühle offen zu zeigen, ist kein Zeichen von Schwäche. ...verloren hat, weil er YouTube über seine Freunde und sogar seine eigene Familie gestellt hat. Ja, und über alles andere auch. Über alles andere auch. Reini hat sich gedacht, scheißegal, was an meinem Leben alles über den Jordan geht, für diesen Traum des großen Internet-Zampanos. Ist alles wurscht, wenn ich mal Unge-Niveau erreicht habe und Millionär bin, kaufe ich mir das alles wieder zurück. Ja? Da war ja auch immer Projekt Schanze zurückkaufen und sowas. Das war ja zu TikTok-Zeiten, als eben den YouTube-Kanal weggemettelt haben und ihm dann auch irgendwann einmal in sein Spatzenhirnchen eingesickert ist, dass er den wohl nimmer wieder kriegt und dass er eben seinen Rückzugsort, seine einzige Bastion, wo er sicher war, verscheppert hat und jetzt da draußen umeinander pimmeln muss und der Führerschein bald weg ist, etc., etc., etc. Als ihm dann gekommen ist, oh fuck, ich habe riesen Fehler gemacht, da war das Projekt, ja, wir brauchen nur so und so viel und dann kauft er sich das Grundstück zurück und dann baut er da ein riesen Ding drauf und so weiter und so fort, da hat er wieder vor sich hin philosophiert, ne? Aber war Bullshit, so wie alles andere auch. Ich habe für meine Videos und für euch, für meine Zuschauer alles geopfert. Mein ganzes Leben, meine Freunde, meine Familie, alles. Rainer, das hast du weder für deine Videos noch für deine Zuschauer gemacht, Rainer, sondern das hast du gemacht, weil du der Meinung warst, der einfachste Weg, um möglichst viel Geld zu bekommen, ohne richtig arbeiten zu gehen. Und das ist auch richtig so. Na, damals sogar weniger als heute, wenn ich mir denke, wer heutzutage alles als Influencer in der Gegend umeinander chattet und hier Money. Was die für einen Lebensstandard stellenweise haben, dafür, dass die auf Tiggity-Toggity irgendwelchen Rage-Bait-Bullshit ins Internet kacken, ist krass. Ja? Aber da war Reini halt einfach seiner Zeit voraus. Damals hat das noch nicht so gut funktioniert. Damals musstest du, um auf YouTube wirklich erfolgreich zu sein, echt noch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Oder irgendwie unterhaltsam sein. Wenn du ein Dulli warst, der aber unterhaltsam war, aber gewusst hat, dass er ein Dulli ist, war auch in Ordnung. Wenn du aber ein arrogantes Dreckschwein warst, das sich aufgeführt hat, als hätte er das Rad gerade neu erfunden, während du gleichzeitig das inkompetenteste Arschloch warst, das auf dieser Plattform rum war und es keinen Grund gab, außer sich über ihn lustig zu machen, deinen Content anzuschauen, dann bist du halt nicht weitergekommen damals. Na, das funktioniert heute auf Tiggity-Toggity, weil die ganzen anderen Leute, die da zuschauen, die mit Barne bewerfen, kognitiv irgendwo auf demselben Level sind. Aber da war Rainer seiner Zeit voraus einfach. Alles für euch geopfert. Und ich bin ein Weichei. Halt bloß die Fresse. Ich habe jetzt nichts mehr. Der Pathos wieder. Der Pathos trieft. Ich hatte alles. Wenn morgen der Todestag von meinem Vater ist das halt auch nicht einfach. Ja, da würde ich ihm jedes Mal am liebsten eine klatschen. Der Todestag vom Vater. Der wird dann wieder rausgeholt, ne? Genauso wie der erste, der zweite und der dritte tote Opa wieder rausgeholt werden. Wenn nichts mehr zieht, ja, wenn der unbesiegt Pathos-Monolog nicht mehr zieht und wenn die Leute einfach auf Krampf nicht tun, was er sagt, wenn er aggressiv wird, dann wird aufs Tränendrüschen gedrückt und die Augen fangen an zu schwitzen und dann kommt der arme Rudi wieder raus. Und Reini, das wäre bei vielen Leuten ein Grund für Mitleid, aber bei dir nicht, aus diversen Gründen. Schaut euch meine anderen Videos an. Ich habe im letzten oder vorletzten Video habe ich darüber massiv abgerantet. Wie viele Zähne er damals noch hatte?
Nein, ich habe nichts genommen. Ähnlich wie Walter White hat Rainer das natürlich alles nicht für sich selbst gemacht, Aber ich habe es für einen guten Zweck getan. sondern für die Zuschauer. Und jetzt erwartet er Mitleid. Ich habe euch mehr als 3 Jahre geopfert und ihr dankt mir so, dass ihr mich nur hatet. Ja, Reini, du hast dann danach nochmal ein paar Jahre drauf weitergeopfert. Also du bist in der Gegend rumgeopfert einfach. Ne? Rainer ist am Boden. Und wie immer, wenn er dort angekommen ist, fängt er nicht an zu reflektieren, sich seine Fehler einzugestehen, an sich zu arbeiten. Nein, er legt einfach einen Schalter in seinem Kopf um, macht unbesiegt von Equilibrium an. Equilibrium mit unbesiegt. Ich bleib's. Und innerhalb von Sekunden ist Ja, entweder unbeseckt von Equilibrium, Edzardler, oder natürlich den Digimon-Soundtrack. Ne? Da ist noch viel mehr Mana-Potenzial drin. Das ist die Big Mana Potion, ist Digimon. er wieder das höchste Wesen. Der Tag, an dem jemand Willen bricht, wird es niemals geben. Warte mal auf den 30. Edzardler Geburtstag, ha? Ein besorgter Anruf um etwa 1 Uhr Muss ich mir Sorgen um dich machen? Die Hater haben dich ja wieder mies besiegt. brachte den Stream abrupt zum Ende. Das ist schon richtig. Ich habe... Das passiert mir nichts, garantiert. Ich bin gespannt durch deine Netz. Also Leute, ich bin jetzt mal raus. Haut rein, ciao. Nach dem Zusammentreffen wollte auch Bonklings auf YouNow streamen, gemeinsam mit dem angeblich besiegten Regenbogenschaf. Doch deren Stream wurde nach nur 20 Minuten gebannt. Vermutlich durch eine Meldung von Drachenlord. You won the fight, but not the war. Unbesiegt. Unbesiegt. You were banned from the server. Banned. Der nächste Tag. Der Mitschnitt wurde... Das ist auch, wenn einer anfängt, hier Meldemichi zu machen, weil er sich nicht mehr anders zu helfen weiß, so dann eskaliert es halt meistens. 100-fach auf YouTube geteilt. Und zum Instant Classic. Why are you doing? Warum tust du das? Warum machst du das? Noch heute, 10 Jahre später, kennt man Zitate wie: Halt your mouth. Durch die Aktion gewann Bonklings tausende neue Fans. Er richtete ein Postfach ein und erhielt Fangeschenke, darunter Löschzwerge, Poster und was auch immer das sein soll. Ja. Das postere Massagegerät. That's it right there. It's like right next to my face. Außerdem produzierte er ein Remake von 4 Drachen und der Metal. Und erstellte gemeinsam mit der Community Hater-Songs. Lord, come to me. I want to be hate on me. Sweet home, Chanza. We are the haters. Gedacht für Rainer. Wir konnten Tank nicht locken über dich auf Drachen. Von nun an beschränkte er sich nicht nur mehr auf den Drachenlord, sondern reagierte auf nahezu alles aus dem deutschsprachigen Raum. Jesus. Er spielte sogar deutsche Klassiker, wie Habis neue Augen. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Auf Twitch hatte er rund 600 Abonnenten. Auf YouTube erreichte er 2 Millionen monatliche Aufrufe. Etwa 6000... 2 Millionen monatliche Aufrufe. Ihr wisst, 2 Millionen ist ungefähr das, was ich hatte. Also, was ich jetzt habe an Aufrufen. Nicht im Monat, sondern seit Kanalgründung. Euro erhielt er durch Spenden. Damit verfügte er über ein monatliches Einkommen von rund 10.000 Euro. Bonklings hatte eine Goldgrube gefunden. Doch mit Und Reini sitzt in der Schanze und gute Not, seine scheiß Stromkosten zu bezahlen. einer Sache sollte der Drachenlord Recht behalten. Ich bin dumm? Glaube ich sehr wenig. Ja, das ist das Problem mit diesem Syndrom, ne? Das Krankheitsbild. Dämlich, wenn du dämlich als Krankheitsbild hast, du 2 Probleme. Punkt Nummer 1, kein Kraut dagegen gewachsen. Ne? Und Punkt Nummer 2,
du checkst halt nicht, wie dumm du tatsächlich bist. Ne? Nicht damit. Hier der richtige Clip. This guy will fall. Will all guys for this guy. Der Kerl wird fallen, so wie alle vor ihm gefallen sind. Regenbogenschaf ist gefallen, alle sind gefallen und er wird der Nächste sein. Nur ein paar Wochen nach dem Yuna-Stream wurde, wie im letzten Video thematisiert, Rainer der Strom abgestellt, weshalb es kein neues Met gab. Bonklings beschränkte sich also auf alte Videos. Das ging einige Monate gut. Doch als Mitte September die Views eingebrochen sind, drohte Bonklings wegen mangelnder Unterstützung der Fans das Drachengame zu verlassen. And I've been seeing a general downturn in views, you know, subscribers, all that stuff. You gotta know when it's time to call things quits, pretty much. Doch im November hatte Rainer wieder Strom. Bonklings hat weitergemacht. Aber von den Hatern gab es immer mehr Anschuldigungen gegenüber Bonklings. Er melke das Drachengame nur für Geld. Ja, das ist halt aber hier dieses Geld und Drachengame und so ist immer ein Problem gewesen. Aber das ist auch ein kulturelles Ding. Das ist bei Leuten aus den USA ist das kulturelle Mindset immer, der erste Fokus ist immer bei allem, was die vorgesetzt kriegen, kann ich damit Geld verdienen. Die machen nichts, ohne dabei Geld verdienen zu können. Content wäre lieblos, ohne einen Hauch von eigener Arbeit. Er klaue einfach Drachenlords Videos, reagiert darauf und lädt es ohne Schnitt auf YouTube hoch. Ja. Das ist mehr oder weniger das, was ich mache hier. Ne? Vor 10 Jahren war das noch verwerflich. Die Hater haben sich gespalten und Bonklings wurde Opfer vom Reverse Code Midas Effekt. Ironischerweise hatte er vor kurzem Rainer Schwarm, Baby Chrissy, genau davor gewarnt. You're doing a little bit of Drake type behavior. I gotta be honest with you. Plötzlich war er nicht mehr der lustige Troll, der den Drachenlord ein bisschen ärgert. Nein, er war selbst ein kleiner Drachenlord. Aber kein Problem. Bonklings sieht einen Ausweg. Ein Rechtfertigungsvideo. I think that it's cheap just to profit off of other people's success by talking bad about them and trying to just destroy them just to better yourself. Look at that hair, dude. It's crazy. It's like it has a life of its own. When I make a reaction video, it's not simply re-uploading something. It's putting my own heart and soul into that video. I don't like jump cuts. I've had professional training in acting. In seinen Reactions. Ja, keine Ahnung. I didn't have professional training in acting. Aber ich sehe schon auch. Klar, was soll ich jetzt anderes auch sagen? Aber ihr seht es ja bei mir. Hier auf solche Sachen, wenn ich reagiert, geht immer noch ein Vergleich schneller. Aber bei so reine Videos, da sind aus 10 Minuten mal schnell irgendwie eine Stunde hinreacted, ne? Video steckt also Herz und Seele. Und er schneidet die Videos nur nicht, weil er ein professioneller Schauspieler ist. Ja gut, professioneller Schauspieler am Arsch. Aber ich bin auch der Mann, hier so Reaction-Sachen zu schneiden, ergibt halt relativ wenig Sinn. Ja? Weil das lebt ja davon, dass du die direkte Reaktion von den Leuten kriegst, ne? Blind. Wenn ich das Ganze strippte oder danach noch schneide oder sowas, halt auch nicht real. Etwa weil er ohne Aufwand Geld drucken will. Außerdem findet er die ganzen Memes über sich nicht lustig. Photoshopping horrible things. Hier haben sich viele Dinge angehört. Ja, das check ich dann halt auch nicht, ne? Wenn man selber hier Trollolo macht und dann wird man selber getrollt im Internet, muss man doch die Mechanik checken und sagen, ah, funny. Oder? Da ist natürlich schon ein bisschen Maskenverhalten da. Das Video von Imp. Der Hate wurde immer mehr. Seine eigene Mutter gehäuft. Das Video Ja, Imp hat damals auch ein Video gemacht, wild. Von Imp. Der Hate wurde immer mehr. Seine eigene Mutter wurde gedoxt. Er bekam die Schattenseiten des Drachengames zu spüren und hat sich deshalb langsam verabschiedet. Und von nun an kaum auf den Drachenlord reagiert. Doch die Geschichte ist noch nicht ganz vorbei.
Boneclings ist auf Deutschlandreise. In Berlin trifft er seine Fans, posiert für Fotos und verteilt Autogramme. I'm a big fan of you. Doch eine Sache stellt er unmissverständlich klar. Sind die da zu zweit hin? Also das wäre es gewesen, oder? Tanzverbot und Boneclings zu zweit zur Schanze. Ich glaube, da wäre Turn-Up gewesen. Sein Versprechen, die Drachenschanze zu besuchen, werde er nicht einlösen. Um unentdeckt zu bleiben, streute Boneclings eine kleine Unwahrheit. Er hatte nämlich sehr wohl vor, dem Drachenlord einen Besuch abzustatten. Im Schlepptau hatte er einen mehrsprachigen Gumbel, der als Dolmetscher fungieren soll. Er will das Gespräch mit dem Drachenlord. Vielleicht, so hofft er, kann man am Ende sogar gemeinsam über die Vergangenheit lachen und das Kriegsbeil begraben. I think that he might really not like me, considering the conversation that we had on YouNow and how I pretty much like laughed in his face, but in my defense, it was a hilarious situation and I couldn't understand anything he was saying. He couldn't understand anything I was saying. There was that huge barrier, but I think if we were able just to have a conversation, it would go differently. I mean, gespenstisch naiv, ne? Eine normale Konversation mit Reini ist halt nicht angesagt. I want to be respectful to him. Gemeinsam machen Aurach. Die beiden sich auf den Weg nach Emskirchen. Vom Rewe aus folgen sie dem Pilgerpfad, durch idyllische Natur, vorbei am Wasserstandshäuschen. What's up, guys? Hi. Hi. Nach einer Stärkung im Roten Herz geht es weiter, hinauf zur Burgruine Eppelein, wo einst der sagenumwobene Lügenschatz vergraben lag. Auch das so eine Abfuck-Aktion von Reini, den Lügenschatz krampfeln. Da hätte man mitspielen können. Der hat da selber was reinschreiben. Achso, schreiben, ja. Stimmt. Aber, ne? Schließlich führte ihr Weg zum Ortsschild Altschauerberg. Altschauerberg, Emskirchen. Dude, we out here. Hey, what's up, guys? Boneclings here, and we got some fresh meth. We're in front of the Drachenschanze right now. Believe it or not, Ryder is in there somewhere. Zunächst fehlt jede Spur vom Drachenlord. Vermutlich schläft er noch. Nee, der hat sich eingeschissen vor Angst. Das war's wieder. Da hat er wieder ein großes Maul gehabt. Ja, trau dich, komm zu mir. Weil er genau gewusst hat, also weil er gedacht hat, ja, nie im Leben nimmt er die Kohle in die Hand, um extra nach Deutschland zu jetten. Und da hat er sich halt wieder geschnitten. Er hat geblufft und wieder verloren. Doch als sie später noch Aber gegen Reini würde ich gerne mal Poker spielen. Mal vorbeikommen, steht er plötzlich im Hof. Er ist gerade dabei, seinen Ford Mondeo zu waschen. Unglücklicherweise hat sich bereits eine Gruppe von Hatern vor dem Tor versammelt. There's a whole mess of people just chilling. Like literally just chilling out here. Das Med-Level ist entsprechend erhöht. Hallo, Herr Winkler. Ich bin Boneclings. Boneclings. Er hat selber gesagt, damit Reini es so steht. Zeit, vielleicht ganz kurz 1-2 Minuten zu schwätzen. He wants nothing to do with us. Not really. Not really. Wow. Wie ein trotziges Kind, ich wasche jetzt mein Auto, als hätte er in deinem Leben schon mal das Auto gewaschen, ne? Und es macht er hier einen auf ihr bürgerlicher Dulli, der auf dem Land lebt und der einfach nur in Ruhe sein Auto waschen will. Am Arsch. Aber das ist auch so schade. Die Bilder jetzt vor kurzem wieder gesehen, wurde das alles abgerissen. Da steht ja nichts mehr von den ganzen Gebäuden da. Nichts mehr. Ich liebe du, right? Ich liebe dich? Ich liebe dich. Oh, okay. Well, He doesn't like me. Oh my god. Hi. You guys, I deleted my channel while you come to me. Rainer behauptet, er hätte sein Ding Channel deleted, war halt natürlich nicht so. Da ist er auch damals viel darauf angesprochen worden, warum er es eben nicht gemacht hat. Da kam ja dieses berühmte Ding, ja, das ist wie mein Kind, etc. Ja. Also, weil
Ich liebe dich! Abrosch! Oder ich hätte die ganze Community auf dem Hals. Wenn die nämlich wissen, dass ich mich wegen ihm gelöscht habe, was meint ihr, was bei ihm los ist? Man kann erst nicht 5 Jahre mit Hatern rumschlagen. You kill you and my hater kill you. Ich will nur noch mal Entschuldigung sagen, wir gehen jetzt. Entschuldigung, Drake. Sorry, dass es so gelaufen ist. Das war nicht unsere Absicht. Also macht's gut. Tschüss, tschüss. Es ist so erbärmlich. Es ist so erbärmlich. Vor allem, was hätte der daraus machen können? Der andere fliegt extra nach Deutschland. Ey, Kamera rausnehmen, Stream, ne, anschalten. Nein. Ne, kleines, trotziges Kind. Rainer zeigte keinerlei Interesse. 2 Tage später erklärte er im Teamspeak anderen Hatern, warum er nicht mit Bonkling sprechen wollte. Wer weil er eine Pussy ist. Links bei dir war, wenn du mit ihm mal so ein Selfie gemacht hättest oder irgendwas. Alter, der Typ will nur eine Sache, und zwar Klicks abgreifen. Ich werde garantiert nicht hergehen und mich mit dem Typen verbrüdern. Ohne Klicks. Der hat eher meine Faust in der Fresse hängen. Ja, warum hast du das nicht gemacht, Reini, wenn du so ein harter Typ bist, ne? Meine Faust in der Fresse. Verpiss hast du dich. Als dass ich mit ihm ein Selfie aufnehme. Wie hast du das nicht gemacht? Warum ich ihm keine verpasst habe? Weil ich Gewalt verabscheue. Das Ja, ihr erinnert euch, ne? Am Anfang vom Video, was dann alles eingeblendet wurde. Ich verabscheue Gewalt. Ja, das behauptet Rainer immer wieder. Eine Aussage, die er jedoch ebenso regelmäßig selbst widerlegt. Denn nur einige Minuten später, sagt er, würde er in den USA leben, hätte er Bonklings mit seinem Bogen mit 250 Kilogramm Zugkraft erlegt. Ich hab schon gesagt, in die USA, wenn ihr auf meinem Grundstück stehen würdet, würde ich einfach abknallen. Mein 250 Kilo Bogen, also Zugkraftbogen, einfach mal rausgenommen, Alter. Ein Pfeil, ey, die stehen gerade. 250 Kilo Zugkraftbogen. Wie er auch da steht mit der Plauze und dem viel zu kleinen Ding. Hinten das Arschgebirge raus, vorne die Wanne unten raus. 250 Kilo Bogen. Jeder von euch, der sich schon mal beschäftigt hat, ansatzweise mit Zugkraft vom Bogen weiß, der 250 Kilo Bogen ist wirklich das, was er vorher eingeblendet hat, hier von den Giants aus Game of Thrones. Alle hintereinander, treffe alle durch den Kopf, Alter. Und durchbohr hinten noch den Baum. Weil ich Gewalt verabscheue, deswegen. Ja, Reini verabscheut Gewalt. Haben wir gelacht. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Reini tut. Schießt nicht auf irgendwelche Leute aus den USA mit 250 Kilo Zugkraftbögen. Und Mettloff.